sind Melissa Borgas aus dem Lollinger Lycée. Ich bin noch Déléguée à la protection des élèves. Heute habe ich eine Formation mitgemacht, für zu wissen, diese Gens dans Lille Ambassadeur wollen engagieren. Wir sind hier am Mariendal, am SNG. Und was ich heute für mich mitholen, ist ganz viel Motivation, Inspiration für Projekte und Aktivitäten umzusetzen, zusammen mit den Jungen, weil oft könnt ihr das noch wissen, aber heute kann ich Outils für Projekte mit den Jungen zusammen zu machen und das an unserer Schule umzusetzen. Mein Name ist Romy Murang, ich bin Geosprof am Nordstadt-Lycée zu Dietrich und 4 Jahre lang engagiert am S-Team für die Jungen. Sie engagieren sich für die Jungen anzusetzen. Aus dem S-Team am Lycée gibt es das Projekt Jeune Ambassadeur, den am CEPAS steht. Und da inspirieren sich ganz viel Bruno Derbe von Brüssel mit seiner École de Citoyenneté. Und der war heute hier für uns, sein Projekt zu weisen, seine Ideen, seine Erfahrungen mit auf den Weg zu gehen. Und alle die Lyceen, die am Projekt mitmachen wollen, nehmen heute vertreten, für uns auszutauschen. Was das schon gut, wo wir stehen, wo wir wollen hin. Und war ganz flott animiert mit Austauschrunden, mit Informationen. Und das Ganze stattfindet hier am Mariendal, wo man seinen Schutz, den sich eigentlich ganz gut bietet für so Events, für sich auszutauschen, für zusammenzukommen, für in einer Natur zu sehen. Bonjour, je m'appelle Yannick Pire et j'enseigne le français au lycée Guillaume Kroll. Moi, je suis Telena, je suis schülerin au 3e JAS en Belgique. Aujourd'hui, c'était une journée pour les adultes et on retrouve enfin les jeunes, ceux pour qui on a envie d'être là, pour que l'école soit pour eux un formidable lieu de vie. Moi, je suis Helena. Ich bin Jessica. Und wir kommen von Alteal. Die Journée, die wir heute gemacht haben, donc wir haben heute begrüßt. Und dann haben wir alle zusammen zur Chapelle gebracht. Und wir haben die Ambassadeurin, die schon lange hier sind, die haben mitgemacht. Und die Ambassadeurin, die neu sind, die haben Chris unter uns gemacht und wir haben ein Speed-Dating gemacht. Bonjour, je m'appelle Frédérica Bassélé, élève de la 2e GSOF au lycée Belleval. Et moi, je m'appelle Oriane Rapp et je suis enseignante au lycée Belleval. Aujourd'hui, on va vous parler comment améliorer la relation entre profs et élèves. Et donc, pour commencer, j'aimerais bien dire que c'est d'être à l'écoute des jeunes, donc d'écouter quel est leur parcours, quelle est leur histoire, et aussi quand ils racontent des situations, d'être d'abord à l'écoute. Faire des activités entre profs et élèves, afin que les élèves comprennent aussi le professeur, afin que chacun puisse voir le point de vue de l'autre et sans jugement. Et c'est donc la communication qui devrait être améliorée, donc pour améliorer toutes les relations dans les écoles. Also mit dem sind wir alle zusammen in die Bus gegangen, wir haben noch ein Spiel gemacht, wie ist es? Shibafu. Und ja, das ist ganz witzig, weil wir müssen alles Kontakt machen mit all Diana. Wir machen eine kleine Interaktion mit all Diana. Und das finde ich ziemlich gut, mit Spaß. Und ich persönlich finde, dass Respekt von denen Zusetzung muss kommen, für gut mit einem Schüler, aber mit einer Provinz zu gehen. Weil wenn der Schüler einem Prof nicht genügend Respekt gibt, da wird der Prof vielleicht das Gefühl, dass er nicht respektiert wird vom Schüler und umgedreht sein möchte. Wir sind auf das Projekt gekommen, weil wir hatten einen LNB-Tag bei uns am Lycée. Und das war, wo Leute da hingekommen sind, wo zum Beispiel Mobbing hatten, wo sie klein waren oder Rassismus. Und da sind sie da hingegangen, für ihre Geschichte zu erzählen, für eine Sensibilisation, die den Jungen zu geben. Und wir hatten noch zum Beispiel eine Plattform, wo die Jungen Fragen zum Beispiel stellen. Und leider haben die jungen Leute die Plattform benutzt, für dumme Kommentare zu geben, die rassistisch sind oder auch zu Mobbing gehen. Also für ganz ehrlich, wir hatten nie gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen. Wir hatten davon gemeint, das wäre just etwas für die Schule. Das war von etwas, wo wir an der Klasse gemacht haben. Aber wir konnten gesagt, okay, das wäre ein Projekt, das durch die Schule laufen. Aber dann wir konnten halt Nachricht, dass das durch ganz Lützburg gekommen ist. Und wir waren wirklich erstaunt und
waren wirklich alle Gute ganz froh drüber. Und noch lo, dass wir noch einen Preis gewonnen haben. Wir waren alle Guten, boah. Also wirklich etwas, was wir an der Klasse just gemacht haben, etwas wirklich mega Großes genossen. Und für uns, das war just incroyable. Ma am Anfang vom Jahr, also vom letzten Schuljahr, haben wir auf einer Option mitgemacht. Die haben also im Lycée angeboten und das war eine Mini-Entreprise. Und immer am Anfang von dem Projekt stellen sich vor, was ist ein Problem an der Societät, den ich lösen kann, für eben eine Idee für eine Mini-Entreprise zu finden. Und weil mit mir in dieser Gruppe was Blondes, wollte mir ein Problem da an dem Wolle lesen. Und etwas ganz Einfaches, wie Spiele man nehmen, geht halt auch schon nicht von den Blondes. Und wenn wollte mir ein Spiel machen, was eben auch für Blondleute ist. Und so sind wir auf viele gekommen. Das ist ganz klein angefangen und ja, irgendwie, also das mein Kehr ganz groß gehen. Und es geht so, wir haben uns Karten, das hat ganz Alphabet jeweils, und dann hat den Buchstabe am großen Buchstabe drauf, und oben am Eck ist ein taktile Buchstabe, den ihr fehlen kann. Das heißt, Leute, die nicht gesehen können, nicht fehlen. Also hat keine Nadel, wenn er spielt, weil die Leute, die gesehen können, den Buchstabe gucken, die anderen können nicht fehlen. Dann haben wir die passenden Holzbuchstaben dran, die ihn da sichern muss, und an dem sind an Sonderer umdreht und dann in dem Moment an der Zeit der Buchstabssicht. Genau. Und dann, das steht einfach noch alles ein Kehr auf unserer Beschreibung drauf, den wir natürlich auch am Brei bieten, das wirklich kein benötigt ist bei unserem Spiel. Ich meine, ein Preis gewonnen ist immer flott. Zumindest war nicht ein Engagementspreis am Entrepreneurship. Also, ich meine, wir haben ja auch den Mini-Entreprise-Preis von letztem Jahr gewonnen, was auch schon ein mega erfolgreich für uns war. Noch einfach so ein We made it Moment, ging ich so ein. Und nach so einem Engagementspreis gewonnen, das ist natürlich auch immer mega flott und weiß wirklich, dass unser Engagement auch gewertschätzt wird und dass wir das sich nicht für uns gemacht haben, sondern auch von einer Jury, die eben den Engagement so bewährt und auch raussicht. Voilà, et moi je suis impressionnée justement par la façon de s'exprimer des ambassadeurs, d'interagir aussi avec les adultes, de prendre la parole. Et donc je suis impressionnée par les outils qu'on fournit aux jeunes pour mieux communiquer. Et ce que je trouve qui est très important quand on veut avoir du respect l'un envers l'autre, c'est de pouvoir créer un lien pour se sentir à l'aise les uns avec les autres. Les élèves avec les profs et les profs avec les élèves. Ja. Was ich für mich mitholen, ist ganz viel Motivation, Inspiration für Projekte und Aktivitäten umzusetzen, zusammen mit den Jungen, weil oft kommt das nervös, wir heute Outils für Projekte mit den Jungen zusammen zu machen und das an unserer Schule umzusetzen.